Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode Little Big Workshop mit dem Shoot-Team. Ja, ich habe jetzt ein bisschen langweilige Projekte hin und her gemacht, mehr oder weniger das Gleiche. Ein paar kleine Änderungen habe ich gemacht. Und auch ein neues Produkt eingeführt, das deutlich bessere Marge abwirft. Wichtig ist es aber, dass ich durch die gesammelte XP und die verkauften Produkte neue Meilensteine freigeschafft habe. Das heisst, ich habe jetzt neue Optionen im Forschungs- und Entwicklungsbereich und ich kann auch mittlere Gegenstände herstellen. Schauen wir zuerst mal in die Forschung. Das ist die zweite Reihe, die jetzt freigeschaltet worden ist. Ich investiere zuerst mal in die Anti-Rutschstiefel, damit die Leute nicht immer auf die Nase fallen. Und das Spezialist brauche ich nicht abzocken. Marktprognose. Mehr Angestellte brauche ich im Moment auch nicht. Grundstückerweiterung brauche ich im Moment auch nicht. Das Telefon läutet. Okay, ja, danke. Nicht deine Bekanntschaft zu machen. Ich gehe wieder zurück in die Forschung. So, was jetzt natürlich interessant wird, ich habe Holz, Plastik und in der Metallproduktion die vorgeschrittenen Maschinen freischalten. Das heisst, ich kann jetzt dort ein bisschen, mich besser spezialisieren. Was habe ich noch? Ich habe zusätzlich Deko-Elemente bekommen, die effizienter sind. Und im Markt die mittleren Elemente. Da muss ich aber zuerst natürlich noch entsprechende Maschinen bei den meisten freischalten, bis auf Katapult. Und einfach um jetzt mal zeigen, wie die Komplexität in dem Spiel plötzlich sich verändert tun. Schauen wir mal, was so ein Katapult für einen Bauplan hat. Und da haut es einfach zuerst mal um. Das ist jetzt sehr holzlastig, verschiedenste Holzschritte gemacht werden müssen. Da muss jetzt aber, bevor ich mich an die anwage, muss ich wirklich meine Fabrik ein bisschen erweitern, ausbauen und auch bessere Maschinen mir zulegen. So, das liefere ich jetzt mal aus. Ich zeige Ihnen nachher das neue Produkt, das ich gemacht habe. Was haben wir noch? Meilenstein. Der grosse ist jetzt gemacht, das heisst, jetzt sind wir am silbernen dran. Ich muss 50 von der mittleren. 75 Marktlieferung. Ich muss bei einem Kunden Rang 3, Eigenkapital, ja. Ist alles machbar. Jetzt nehme ich aber zuerst noch mal einen Auftrag bei der Basic an. Ich habe jetzt ein neues Symbol, das ist jetzt Konkurrenz da. Der Erzfeind GmbH kann da mal bei gewissen Produkten den Preis drücken. Dort oben ist mir jetzt ziemlich egal. Was habe ich gemacht? Ich habe Videospiele neu dazu gekommen. Mit ziemlich guten Margen. Den habe ich mich natürlich gerade angenommen. Der hat 2-mal Form und 3-mal zusammensetzen. Ich stelle gerade wieder. Darum habe ich da jetzt auch noch eine dritte Zusammensetzstation gemacht, die natürlich auch mit der Schalttafel verbunden läuft. Ist immer noch angesagt, Geld machen, und wenn wir dann genug Geld haben, dann wird es Zeit, dann würde ich dann mir einmal 1-2 neue Räumchen anbauen. Und das ist die Frage, soll ich Holz oder Metall? Schauen wir doch mal. Bürotisch, der ist aus Sinken. Wow, der ist krass, aber der braucht Premium-Material, den kann ich eh nicht machen. Ein Bob, das ist Metall und Glas, braucht auch Premium. Eine eingepackte Überraschung. Okay, also lassen wir das mal noch schnell weg. Ich habe dann nämlich einen Kundenauftrag, Bongo. Bongo, 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 Bongo.
ist relativ einfach. Da brauche ich Kleben und gerade schneiden. Das kann, glaube ich, alles die Workstation da, aber natürlich sehr mickrig. Jetzt schauen wir mal schnell ein bisschen. Hä? Keine Klebestation. Das ist nicht bei der Holzproduktion. Ich schalte noch die Holzproduktion frei. So. Es hat jetzt eine neue Klebestation gegeben. Jetzt, hey, lasst mich da in Ruhe. Unverschiedenste Maschinen. Die schauen wir nachher gerade an. Mal schauen, was da ist. Zwickau Möbelfirma. Das Regal. Ist ja von den Wert her nicht wahnsinnig anspruchsvoll. Der braucht auch Schneid und Klebe. Also Gradschneid, Klebe. Gradschneid, Klebe. Gradschneid, das sind jetzt noch die Zusatzmaschinen. Jetzt haben sie 100%, das, was vorher alles auf die eine Workstation aufgeteilt war. Und für das gibt es zum Beispiel die Kreissäge. Was ich jetzt eigentlich gerne machen ist eine Kreissäge und eine Klebstation. 3,3 und der Klebi. Ja. Nein, auf das Platzproblem. Was wir da noch sehen, die Maschine, die muss repariert werden, darum hat sie da so Blitzchen rausgehen. Drückt man auf den Reparaturknopf und dann kümmert sich da einer drum. Klebstation. Ja, ich muss dringendst mehr Platz haben und eine Sage. Index kann ich lassen. Was jetzt mache ich? Ich verkaufe. Ich brauche da effizientere Pflanzen. Also eine kurze Umbauaktion. So, nach Kundenbeziehung, die Crazy Steve sind auf Level 2. Da bin ich auch angestiegen. Schon Rang 18. Läuft. Also, Klebe haben wir. Dann wir noch Pflanzen abtransportieren. Sehr schön. Und dann kaufen wir da wirklich die guten Pflanzen. Das haben wir so einen Trog und ein Fenty, wie der schließlich heisst da rein. So. Und Kreissage. Die steht oft vorne an. Muss ich eh nicht zu dem Trog an. Ja. Sind wir gerade ein Minus. Super gemacht. Naja, also. Wie sagt man so schön, man muss investieren zum Gewinn machen. Minus 5000 dürfen ich haben, meine Bankrott. Jetzt hoffe ich, dass es mit den Videospielen ein bisschen vorangeht. Lune ist da gut. Und ich glaube, ich nehme mal die Bongos an. Die sind ja relativ easy. Bongos. Ja, und das beißt sich auch nicht mit den anderen. Das heisst, ich mache da Sage 100%, ich mache Klebe 100%, ich mache Klebe ebenfalls 100%. 15 geht schneller als der 25er nutzen. Ja. Ach, ich
kann nicht starten, weil ich zu wenig Geld habe. Also, dann hat zuerst mal Videospiel fertig und dann hoffe ich einfach, dass die Kundenaufträge noch dort sind, sonst haben wir noch einfach Pech gehabt. Hopp, hopp, hopp. Wie sieht es schneckentechnisch aus? Ja, also nächstes Schritt ist ein wirklich neuer Raum bauen. Und auch mit dem Lager ein bisschen optimieren, damit die Produktion besser läuft. So, ausliefern, jetzt kommt hoffentlich schön Kohle rein. Jawohl. Dann Bongo Bongo, das ist noch alles eingestellt, los geht's. Und dann schauen wir noch schnell das Ikea, Svecchia, natürlich, wie kommt man auf Ikea, unglaublich. Der braucht halt die gleiche Werkbank. Warte lieber noch. Ich hoffe, die Bongos sind fertig, bevor der Auftrag weg ist. Aber die jetzt parallel zu machen, das kommt nicht gut. Was ich hingegen parallel machen kann, das wird Videospiel. Ja, die beißen sich hin und vorne nicht, da machen wir gerade nochmal 6. Die geben dir gut Geld. Was wir übrigens auch noch einstellen, sind Prioritäten. Oder der oberste Auftrag nehmen die höchste Priorität. Ich könnte jetzt wieder das Spiel aufentun. Aber das Videospiel ist ja einfach ein Marktauftrag. Und somit nicht zeitkritisch. Ich schaue natürlich, dass zuerst Bongos fertig gemacht werden. Bongo, Bongo. Jo. Da muss man einen reparieren. So, weiter geht's. So, repariert ist. Kaffee jetzt auch noch genug. Ich lege da wieder noch so einen zusätzlichen Mitarbeiter einstellen. Das Lager wird langsam voll. Soll ich einen zusätzlichen Mitarbeiter? Ich habe da unten, mal, da gibt es auch noch einen Auftrag. Ja, nur ein zusätzlicher Mitarbeiter. Kaffeetechnisch sollte das kein Problem sein. Ich habe dort einen recht guten Wiederauffüllwert. Bongos sind wir im grünen Bereich, das ist gut. Schneller, schneller, schneller. Wie sieht es denn da aus? Da haben wir 21, da unten 3. Ich würde jetzt auch sagen, wir könnten eigentlich die besseren Pflanzen bzw. Deckgegenstände rein tun, aber das Budget ist im Moment einfach zu knapp. Ist noch ein bisschen Geld verdienen angesagt. Ja, die Aufträge können im Moment. Videospiele sind fast fertig. Da, sehr schön. Ausliefern. Kohle verdienen. Mit dem kann ich mal neue Level jetzt geben. Mal schauen, was es sonst noch so auf dem Markt gibt. Oh, der Ente steigt. Könnte die lukrative Entproduktion einsteigen. Aber auch der ist wieder am Steigen. Schauen wir dann nachher mal. Fortgeschritten könnte jetzt da auch. Das braucht alles Premium. Der Nachttisch, den könnte jetzt zum Beispiel bauen. Ist jetzt auch nicht so super komplex. Gerade schneiden, kleben, zusammensetzen. Ziemlich cool.
Nochmal gerade schneiden. Ja, also ich denke, es lohnt sich jetzt wirklich einen Raum zu machen, wo ich zweiseitig Sagen und Klebstationen, genau. Das wird mein nächstes Projekt sein. Ein Raum, 2 Gradsagen, 2 Klebestationen. Also das Ganze sauber ist und dann gibt es nur ein Lager in der Mitte mit als Zulieferlager. Perfekt. So, was läuft da? Ausliefern, sehr schön, hat es wieder ein bisschen Geld gegeben. Dann muss ich jetzt einfach Geld verdienen. Ich kann im Moment nicht so Experimente leider machen. Ich werde gerade nochmal 6 einen Auftrag geben von denen. Schauen wir mal da, was es da Neues gegeben hat. Also die Marktprognose, 2 Marktzyklen im Voraus. Ein bisschen zum Planen, ja. Wobei ich mache im Moment so kleine Mengen, finde ich das noch nicht so wichtig. Erhöhte Zahlung von Kundenaufträgen ist sicher nicht schlecht. Und da komme ich jeden Zyklus einen weiteren Vertrag über. Das ist schon nicht schlecht. Ich denke, halten wir jetzt wirklich zuerst Produktion frei. Das heisst, es gibt zuerst mal die fortgeschrittenen Produktionsmethoden freischalten. Was ist denn das? Fortgeschrittene Maschine. Da wird jemand. Ein Test. Was willst du noch von mir? Uiuiui, das sieht kompliziert aus. Bros and Biceps. Oh shit. Ich glaube, das übersteigt meine. Ja. Ja, so weit bin ich einfach noch nicht. Tut mir leid. Schade. Wirklich schade. Aber der Auftrag kommt definitiv zu früh. Da muss ich zuerst mal ein bisschen erweitern. Also, ich habe jetzt zusätzliche Metall. Was habe ich denn neu? Ah, da. Schauminjektionsmaschine. Ich habe bis jetzt kein einziges Produkt gesehen, das das braucht. Egal, ich habe noch 3 Punkte. Also die fortgeschrittenen sind freigeschaltet. Das ist nur im Bereich viel effizient, teurer. Fortgeschritten Metall. Brauche ich im Moment nicht. Ich will noch nicht spezialisieren. Grundstück, ja. Grundstück. No, ich mache Grundstücke, dann haben das mal frei. Ich will es nicht unmittelbar brauchen, aber ich weiß nicht, wie schnell das jetzt geht mit den zusätzlichen Freischaltungen. Bei dem Platz ist dann schnell mal eng. Sprich, da vorne kann man eigentlich fast nichts bauen, weil da, wenn ich noch zusätzliche Laderampen nicht baue, sieht man ja, die brauchen eigentlich schon das halbe Grundstück. Also kann ich, ja gut, temporär kann ich natürlich schon noch etwas da bauen. Muss ich nicht gerade schon ein fixfertiges Layout haben. Bombers sind fertig. Super. Die Ikea-Regale sind noch da. Die würde ich sagen, die tue ich jetzt planen. Gerade sagen. Kleben. Und zusammensetzen. Sehr schön. Zuerst ausliefern. Noch einen neuen Auftrag. Was denn? Nein, da hat es neue Produkte. Die Ork-Keule ist wieder gekommen. Renaissance der Ork-Keule. Schauen wir nachher, jetzt machen wir zuerst mal Kundenauftrag. Der holt seine Ware ab. Ist ja gut, dann gibt es da ein bisschen Platz. Bongo, bongo. Sehr schön. Dann hoffe ich jetzt, der ist noch da für die Ikea. Er ist noch da. Die haben wir schon eingestellt. Dann machen wir den jetzt. Ikea. So. Gut. Also der Plan ist relativ klar. Ich würde jetzt weiter spielen offline.
In erster Linie geht es darum, Geld zu verdienen. Ich will natürlich Aufträge machen, wenn sie reinkommen, schauen wegen neuen Produkten und ich schalte dann ein oder euch wieder zu, wenn es neue Räume gibt. Der nächste Schritt muss jetzt wirklich neue Räume sein mit einer effizienteren Planung. Die Maschine, ob jetzt ein Wik macht, gerade sagen, kleben, weiss ich noch nicht. Das hängt dann auch davon ab, wie dann die Marktsituation aussieht und was Sinn macht, sich ein bisschen zu spezialisieren. Ja, bis dann. Übrigens da sieht man gerade, Abfalltruhe wird genutzt, das ist irgend so ein riesen Monstermaul. Und gefressen. Passt ja zu Halloween. Gut, also fertig, Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen. Schaut das nächste Mal wieder rein, dann geht es um bauliche Massnahmen. Es sagt noch irgendetwas anderes Interessantes, wo ich neu wieder zuschalten werde. Bis dahin, tschüss.